In der Bibel, in den Sprüchen steht: «Verlass dich nicht auf einen eigenen Verstand, sondern voll und ganz auf unseren Herr. Denk bei jedem Schritt an ihn. Er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg.» Ja, der Josef hat immer fest an Gott geglaubt, auch wenn es ganz schwer war für ihn. Und Gott hat ihn Schritt für Schritt geführt, bis er am Ziel ist angekommen. Vielleicht hilft dir die Geschichte von Hobbs und Lila, das etwas besser zu verstehen. Ach Mann, ist jetzt das wirklich wahr? Jetzt habe ich mich schon wieder verlaufen. Wo muss ich denn da durchlaufen? Jetzt habe ich doch gemeint, ich hätte den nächsten Pfeil gesehen. Aber auch war das auch wieder falsch, wie ich es gemacht habe. Die Lila steht mitten im Wald und weiss nicht mehr, wo sie her muss. Ich breche die Übung ab und gehe wieder zurück. Ich kann das einfach nicht. Die Schnitzeljagd ist viel zu schwierig. Der Hobbs und die Lila haben eben abgemacht, dass sie eine Schnitzeljagd machen. Der Hobbs ist ihr vorausgegangen und hat verschiedene Zeichen hergetan, damit die Lila weiss, wodurch. Mal hat er mit Strassenkreide ein Pfeil auf ein Holz oder auf einen Steg gemalt. Mal hat er ein bisschen Sagmehl am Boden gestreut, als Zeichen, dass die Lila da durch gehen muss. Am Schluss dieser Route hat der Hobbs das restliche Sagmehl am Boden gestreut und unter einem Busch einen Schatz versteckt. Nicht einen richtigen Schatz, aber ein feines Zvieri mit einer Capri-Sonne. Das gibt es nicht jeden Tag. Und ein paar Bäume weiter hat sich der Hobbs versteckt, damit er dann genau beobachten kann, wenn die Lila kommt und den Schatz findet. Der Hobbs hat gewartet und gewartet, aber die Lila ist einfach nicht gekommen. Ich weiss einfach nicht, wie weiter. Wo ist der Pfeil vom Hobbs? Wo muss ich durch? So habe ich mir die Schnitzeljagd nicht vorgestellt. Dabei habe ich mich so fest auf den Schatz gefreut, den uns die Mami hat mitgegeben hat. Jetzt weiss ich gerade nicht mehr, wo ich bin und wo ich her soll. Ist echt dort noch eine Spur? Ja, nein, das ist nur ein Stückchen Holz. Ach, es hat keinen Sinn. Ich muss am Hobbs rufen. Hobbs! Ui, das ist ja Lila ihre Stimme. Soll ich jetzt gehen oder soll ich noch ein bisschen versteckt bleiben? Hobbs, hilf mir! Ui, das tut nicht gut. Ich gehe schauen. Der Hobbs hat sein Versteck verlassen und hat Lila gerade hinter einem Bachbrückli im Dickicht stehen. Lila, was ist? Hobbs, die Schnitzeljagd ist so schwierig. Ich komme nicht mehr draus. Ich will nie mehr so etwas Doofes machen. Nein, Lila, sag das nicht. Du hast es ja schon bis dahin geschafft. Und im Säckeln bist du einmal schnell. Jetzt musst du nur noch den richtigen Weg finden. Es ist nämlich alles schon parat. Du musst nur noch am richtigen Ort suchen. Und genau das kann ich eben nicht. Ich habe es ja probiert. Du darfst nicht so schnell aufgeben. Ich habe einen guten Plan für dich gemacht. Komm, ich helfe dir. Zusammen schaffen wir das. Sicher? Ja, komm, ich gebe dir einen Tipp. Der nächste Hinweis ist auf einem Holzschild aufgemalt. Mit weißen Kreide. Aber komm doch, fang mal zu diesem Dickicht aus. Also gut. So, endlich nicht mit diesen Dornen und Zweigen. So, Deli. Da vorne. Ich sehe einen Wegweiser. Das wäre ja ganz einfach gewesen. Danke, Hobbs. Gern geschehen. Bleibst du gerade bei mir, für wenn ich nochmal Hilfe brauche? Ich glaube zwar, du schaffst das alleine, aber ich kann gut bei dir bleiben. Ja, gern. Aber ich gehe dann voraus. Und so haben sie es gemacht. Der Hobbs musste der Lila gar nicht mehr viel erklären. Sie konnte den Plan vom Hobbs gut lesen. Und plötzlich sind sie bei diesem grossen Sagmehlhaufen angekommen. Der Hobbs hat gesagt: So, jetzt musst du hier irgendwo den Schatz suchen. Das war jetzt schnell gemacht. Lila hat hier hinter einen Baum geschaut, dort in einen abgesagten Baumstamm hineingeläuselt und schliesslich unter einem Busch. Etwas Rotes gesehen leuchten. Ihr Schatz, ihr Zvieri. Lila hat ihn vorgenommen und zusammen haben sie sich unter einem Baum gemütlich gemacht und ihr Zvieri genossen. Danke, Hobbs, dass du das mit mir hast gemacht. Schon gut, Lila, du hast es super gemacht. Dein Einsatz hat sich gelohnt. Gott hat gute Träume für dein Leben. Du musst sie nur noch entdecken, so wie die Lila bei Schatzsuche. Und Gott hilft dir dabei
Oder schickt dir Menschen an die Seite, die dir helfen, wenn es mal gerade schwierig ist. Auch wenn in deinem Leben mal nicht alles so ist, wie du dir das vorstellst, darfst du wissen, dass Gott dich nie vergisst und dir immer hilft. Du darfst Gott vertrauen. Er beschützt dich und führt dich. Gott hat einen genialen Plan für dich und will dir helfen. Gott hat schon so viel Gutes in dich hineingelegt und freut sich an dir.